Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, jetzt muss ich nochmal rausfinden, welche Teleporter mich wohin führen. Und dann sehen wir ja auch, wo wir zu der Kiste kommen und wo nicht. So, da kommen wir auf jeden Fall hier. Ah, da ist schon der Mokri zum Abspeichern. Ich weiß noch, dass hier 3 böse Kämpfe kommen. Springerstiefel habe ich noch erhalten. Kann auch nicht schade. Obwohl ich die schon hab schmieden lassen, aber passt schon. Ja, ich weiß noch, dass das ein bitterböser Kampf war. Also 3 Kämpfe hintereinander folgen da. Und unter anderem ist auch Garland mit dabei. Und ich habe verdammt noch im Kopf... Ne, das machen wir dann, wenn wir beim Mokri over sind. Verdammt habe ich nämlich noch was im Kopf bei Garland. Da weiß ich noch, dass der ziemlich gemeine Fähigkeit gehabt hat. Und die war ziemlich lästig. Okay, da kommen wir ganz so bis zum Mokri. Alles klar, da kommen wir aber noch nicht zu der Truhe, wo ich hier wollte. Und diese eklige Öffnungen da im Hintergrund. Boah, sieht aus wie Aare, die man rausgepopelt hat. Bäh. Ziemlich hassenswert alles. Okay, da kamen wir dann hier, genau. Da war der. Da können wir wahrscheinlich, ja, genau. Nur wieder zu dem anderen Raum. Da können wir nicht hingehen. Naja, natürlich kommt noch ein Gegner. Ja, Garland hat nur eine miese Fähigkeit gehabt, vor der wir uns dringend schützen sollten. So viel weiß ich noch. So, ich hoffe, da macht jetzt halt nochmal einer auf Mundgeruch. Der Widerling. Virententakel, noch viel ekliger. Das hat er doch kritische Schade gemacht. Dann, mein lieber Steiner, wärst du geheilt. Und es gibt noch eine Schwarzmagie aber drauf. Und zwar hau ich dir noch Flair um die Ohren. Aber Steiner ist glücklicherweise nicht vergrützt worden mit Vira oder so. Das müsste hier hauen. Ich glaube, Garland oder... Ja, Garland dürfte, glaube ich, auch Flair beherrschen. Das kann dann etwas nervtötend werden. Ah, das hat gut Schade gemacht, auf jeden Fall. So, die anderen 2 müssten das jetzt eigentlich reißen können. Absorbieren. Und... das hat ja glücklicherweise nur Lebensenergie abgezogen. Und der Moorball ist auch erledigt. Bäh. Unglaublich hassenswertes Vieh. So, dann kriegen wir hier... Scheiße, Steiner ist doch vergrützt worden. Verdammt nochmal, Viren. Immer wenn Viren im Namen vorkommt, muss ich da echt schneller schalten. Verdammt nochmal. Okay, da ging's nur da entlang. Hier hat man aber keinen zusätzlichen Schalter, oder? Nee. Hier. Da. Nee, es ändert auch nichts, wie ich meine Guckrichtung ändere. Nee. Und so kommen wir nur zu dem Mokrido hoch. Hä? Sehr suspekt. Mokrizuma. Für die haben wir doch was. Genau. Ein Brief von Moloch. Worum geht's wohl, Kupo? Von Moloch an Mokrizuma. Mein erster Brief mit Morgnet, Kupo. Ich verschluck vor Aufregung gleich meinen Bommel, Kupo. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, Kupo. Ist ja völlig aus dem Häuschen, Kupo. War schon noch was für uns? Was ist wohl mit dem Morgnet auf sich hat, Kupo? Anscheinend nix. Okay, Irgendwie muss ich ja auch an die anderen Dinger dran kommen, oder? Bin ich jetzt schon etwas überfroht? Ich überlege gerade. Kann doch vielleicht Dorum bitte? Hier haben aber keine Auswahl, wo wir hier können, ne? Puh. Na? Wo komme ich noch dort hier wieder? Okay, das ist etwas suspekt. Das ist doch etwas arg suspekt. Ich
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da an die Truhe komme. Scheiße. Okay, dann probieren wir es mal wieder, wenn wir zurückgehen. Runter. Vielleicht sind die Schalter dann ein bisschen anders geschaltet. Kannst du nicht sagen. Aber scheint hier wohl nichts zu bringen, ne? Oder ist da noch ein anderer Weg? Nee. Nee, da geht's noch dort hier. Und hier wieder runter. Ah, doch, da ist noch was. Da ist da noch was. Na, Allah. Ha. So, sehr schön. Da kommen wir nämlich dort hier. Geht doch. Und dann da runter. Da müssen wir dann runterkommen zu der Truhe. Jawohl. Sehr schön. Dann hier ein Elixier. War jetzt zwar nicht zwingend notwendig, das Zeug hier einzusammeln, aber wenn man es mal hat, ne? Warte mal, da können wir auch noch runter. Ja, genau, da kommen wir nämlich da auch. Ja, und natürlich kommen wir noch zum kleinen Gegner. Naja, Clay ist relativ. Steiner, hau drauf. Sieht dann, hau 8 drauf. Viren fliegen. Okay, weiß ich jetzt Bescheid. Der Scheiß passiert mir nicht noch einmal. Wie? Du machst mal auf das eklige Vieh Feuer drauf. Der sieht aus, als würde er Feuer nicht so gut vertragen. Steiner haust wieder drauf. Sieht dann ebenso. Okay, probieren wir es doch einfach mal. Lilly, du bleibst auf Abruf bereit, falls wieder was geheilt werden muss. Und es folgt Tornado-Klinge. Okay. Ist soweit alles noch in Ordnung. Oh, Vivi hat jetzt schon Trance-Zustand erreicht. Naja, gut. Falls er die 2 Attacke überleben sollte von unseren 2 Kämpfer, macht er doch mal Feuer und Eisgar hinterher. Ja, das hätte man in den Bosskämpfer dann später gut gebrauchen können. Und mal wieder ein Trance-Zustand verschwendet. So eine Grütze, aber ach. So ist es halt. Okay. Wieder Level up. Kommen wir hier noch wo hier? Nö. Da kommen wir nicht in ein anderes Gebiet rein. Aber da kommen wir dran an. Karabiniere. Je. Wenn du wissen, was das für ein Niere ist. Es klingt irgendwie, als wäre das was für sie dann. Nö. Ist ja nichts zum Aufzieher. Und nichts zum Anzieher. Und auch so nichts vor zum Anzieher. Karabiniere. Dumm, ist auch kein Accessoire. Okay, dann probieren wir es doch mal. Probieren wir es eventuell erstmal bei Steiner. Nee. Genji-Helm. Ist auch kein Helm. Ist auch kein Fäustling. Ah, immer Regina kann der feine Herr hier lernen. Na, selbstverständlich. Ja, perfekt. Okay, das war doch mal ein ziemlich nützliches Teil jetzt. Und dann war da aber noch was, ne? Da war noch so ein roter Schalter. Hoste Marlboro. Dann mal drauf gehe. Ja, ich fand es immer sehr irritierend, wenn die Viecher in anderer Final Fantasy immer Marlboro heißen. Weil dort denkt man natürlich als allererstes immer an Zigarette. Und an den Marlboro Man. Naja, einer von den vielen, die dann noch und noch gestorben sind. So, Lilly, du bist auf Hab 8 Stellung. Könntest aber einfach mal Steine heilen. Falls das Vieh das überlebt. Und es überlebt. 5995. Alter Falter.
Aber den hat er nicht überlebt. Gut. Kinderspiel für Steiner. So. Meteo wurde gelernt. Das ist auch ganz gut. Aber einen besseren Stock habe ich sowieso gerade nicht für ihn parat. Konterzauber lernen wir auch gleich. Das läuft ja recht gut. Das läuft doch ziemlich gut alles. Dann... an eine eklige Rosette hier vorbei. Da können wir auch wieder runter. Erinnert das so ein bisschen an Baldur's Gate mit das blicklose Auge. Dieser Götze, der ein Betrachter war. Ah, okay, da werden wir auch noch hinkommen. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt alles eingesackt. Können hier wieder hoch. Und können von da aus zu der Mokrizuma oder wie sie heißt. Und da sollte man eine Runde zelten und uns vorbereiten. So. Hier. Hier. Und hier. Ja, ein bisschen sehen die aus wie ein Betrachter aus Dungeons & Dragons ohne das Zentralauge. Das ist schon irgendwie eklig. So, erstmal wird gezeltet. Und dann müssen wir uns auf lange, lange Kämpfe vorbereiten. So. Dafür brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, was gegen Stopp schützt. War das nicht Adrenalin? Warte mal. Genau. Pokerherz, was man muss sein. Das erhöht das Klaue, beziehungsweise den Klauwert. Immer Regena halte ich definitiv für sinnvoll. Dann Lili, hast du Adrenalin? Ja, die hat Adrenalin und dann darf sie... Mist, das kannst du jetzt nicht mehr mit anlegen. Apotheker, Effektivität der Arznei. Ja komm, wir geben dir eigentlich Getränke mehr. Du kriegst sie lieber MP plus 50% noch dazu. Dann Love die Geschichte. Steiner. Immer Regena, da leider zu wenig. Dafür Stärkebonus und HP-Bonus will ich ihm jetzt eigentlich auch nicht nehmen. Konter will ich ihm eigentlich auch nicht nehmen. Dann kriegt er halt noch Adrenalin einfach so noch dazu. Dann Vivi. Ach, Regena, Zauberneutrum. Nee, lassen wir mal raus. Adrenalin kriegt er noch so mit dazu. Okay. Adrenalin ist auf jeden Fall wichtig, damit keiner von unserer Leute stehen bleibt im Kampf gegen Garland. Ich gucke auch, dass ich dann wahrscheinlich zwischen der Kampfszene cutte werde. Also an der Stelle, sorry, ihr liebe Leute, ich will jetzt nicht noch 7 Minuten oder wie lang vor eigentlichem Ende Schluss machen. Das wird doch etwas zu armselig. Aber ich will dann auf der anderen Seite auch nicht direkt, ja, bei den Kämpfen, du lässt es halt nicht vermeiden, würde ich sagen. Das ist jetzt halt leider so. Die Kämpfe lassen sich in dem Fall echt nicht vermeiden. Oh, das war ein kritischer Treffer. Ich muss es dann so machen, dass ich zwischen den Bosskämpfen dann jeweils immer einen Cut mache. Was siehst du immer? Ich muss in der Ammo einen Cut setzen. So. Weil ich denke, die anderen 2 Bosskämpfe werden wir innerhalb der gegebenen Frist wahrscheinlich packen. Aber 5 Minuten von Bosskampf, das ist vielleicht jetzt etwas zu läppisch, aber ich denke, den ersten Bosskampf kriegen wir schon in der Zeit hier. Konterzauber und Flair wurden gelernt. Perfekt. Und Level-Ups gibt es auch noch eine Abaddon-Karte. Noch im ersten Bosskampf rechnet einfach damit, dass ein Cut gesetzt wird. Ab hier wird's richtig quälig, Kopo, wollt ihr trotzdem weitergehen? Müssen wir ja, ne? Wow, das ist auch einfach zu geil. Das ist anscheinend hier die Seele von Terra. Da sieh ich die Sternewart, wo du zu mir gesagt hast, Zitan, du seist derjenige, der mir den Tod bringen tät. Aber überlege mal, ist es denn nicht das Leben selbst, was der Tod bringt? Um zu überleben, entreißen wir andere ihr Leben. Und selbst an unser eigen Fleisch und Blut legen wir manchmal Hand an. Der Sinn vom Leben liegt im Töten,
Der qualvolle Schmerz. Nur dann überleben zu können, wenn wir anderes nehmen. Ausgereift die Zivilisation wird den Schmerz bald unterliegen. Die Seele von Terra schlafen, bis der Schmerz vergessen ist und erwachen dann in einer neuen Dimension auf einem neuen Planet. In einer Zeit auf einer Welt, die selbst übers Leben und sogar der Tod erhaben ist. Und wir sind's, die erhaben sind. Wir sind's, denn das Schicksal zuteil wird. Wir sind die Existenz, die selbst überm Leben oder am Tod steht. Sieh an, ich brauch dich noch einmal. Was bist du? Galant, du duscht mal leid. Trotz unserer Unvollkommenheit haben wir Freunde, die uns helfen. Alle, das ist schon ein Grund genug für mich zu leben. Wer weiß schon, wer man ist, aber das Leiden und der Schmerz sind Beweis der eigenen Existenz. Wir mussten zwar viele Umwege gehen, aber am Ende haben wir uns alles selber gefunden. Vielleicht sind wir ja niedere Wesen, aber gerade deswegen unterstützen wir uns und das macht uns stark. Dann lasst mich euren starken Will im Argsicht vom Tod auf die Probe stellen. Ja, da kommt unser erster Boss. Es ist ein Silberdrache. Dasselbe, auf dem Kuja reitet. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, dass das nicht Kujas Silberdrache ist. Das ist einfach nur irgendeiner. Die sind halt auf Terra heimisch gewesen. So. Vakuumwelle macht er. Das trifft alle. Sie dann kann erstmal Klaue von dem Vajos-Kralle geklaut. Ja, sowas haben wir ja schon. Okay, Steiner haut drauf. Sie dann klauen noch einmal. Vakuumwelle. Es zieht wieder jedem ab. Und sie ist jetzt auch in ihrer Bestatio drin. Ruf mal Bahamut. Vivi. Du machst nochmal Flair auf das Vieh drauf. Viel hält der ja auch nicht aus, nehme ich an, ne? Draco-Panzer geklaut. Super. Genau um das ging's mal. Ich wusste noch, dass der endgute Gegenstand hat. Und das war eben der Draco-Panzer. Ja, es hat auch was abgezogen. Ich habe aber nicht genau gesehen, wie viel. 3800 irgendwas, glaube ich. Tornado. Na gut, ui, es ist aber an der Zeit, dass wir alle nochmal geheilt werden. Ui, der macht gerade einfach den Tornado zurück. Das finde ich auch sehr gut. Und es zieht mir einfach nur 1000 ab. Das ist doch mal ein netter Zusatz, schade. So, Flair kommt gleich hinterher. Ich glaube, großartig viel Hottes Beast jetzt auch nicht mehr. Und ja, 5559. Das ist doch auch ziemlich ordentlich. Mega Flair. Ach, stimmt. Bestatio war ja, dass die Bestie immer mal wieder dann angreift zwischendurch. Stimmt. Genau das war ja der Trance-Zustand von ihr. Oh, das war es auch schon 9856. Aber ich glaube, mir haben alle wichtige Sachen von ihm geklaut. Mit dem Draco-Panzer und der Vajos-Kralle. Die Vajos-Kralle haben wir ja schon. Das ging doch schneller als gedacht hier. Der löst sich auf. Und die 3 CAP haben wieder dafür gesorgt, dass wir ein bisschen was gelernt haben. Und ein bisschen Gil gibt es auch noch aber drauf. Na, der Kampf ging doch schneller als gedacht. Galant, jetzt stell ich da mal eine Frage. Was ist eigentlich dein Wunsch? Was war töricht, die Frucht? Mein einzigster Wunsch ist... Jesus, erleid, krieg ich's halt noch hier. Was war töricht, die Frucht? Mein einzigster Wunsch ist die Wiederauferstehung von Terra. Das ist keine Antwort, denn das ist der Wunsch von Terra. Aber du hast dich nicht mit ihnen Schlofe gelegt, sondern wartest hier alle, dass die Zeit vergeht. Weil ich die Existenz bin, deren Aufgabe es ist, die Dinge zu verwalten. Nur deswegen wurde ich erschaffen. In einer Welt, die was Leben und der Tod habe ist. Die Zeit abzuwarten, ist der Sinn von meinem Leben. Ach, eine nette Zusatzinformation. Er scheint ja wohl auch Kenner vom Volk von Terra zu sein, sondern Galant ist auch nur ein erschaffenes Wesen.
Ich bin die absolute Existenz und ich verwalte die Seele. Ja, so sieht's aus. Garland ist auch nur Erschaffer. An der Stelle kann ich auch mal freundlicherweise sagen, das ist eine Zusatzinfo, die man im Spiel nie kriegt, sondern die man nur außerhalb vom Spiel kriegt. Garland ist tatsächlich ein Android, der von der hochentwickelten Technik von Terra geschaffen worden ist, um die Seele zu verwalten und dafür zu sorgen, dass Terra der nächste Planet übernehmen kann, damit diese Symbiose stattfinden kann. Aber ich habe es euch ja schon versprochen, ich mache jetzt eine relativ genaue 20 Minuten Cut, aber einfach nur, dass wir in der nächsten Episode sowohl gegen Garland als auch gegen den Gegner, der danach noch auf uns zukommt, kämpfen können. Weil es wäre mir jetzt etwas unangenehm, nochmal gegen Garland so einen Hop-Hop-Kampf zu machen. Und es wäre mir auch etwas unangenehm, das Ganze zu hetzen. Deswegen nehmen wir uns einfach die Zeit, machen das ganz gemütlich und kämpfen in aller Ruhe morgen gegen Garland. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, ihr liebe Leute. Iron Yankee.